Moin und von harten Willkommen zur Sprickperlen Utflöch in de plattische Spruchlandschaft. Mein Name ist Thorsten Börnsen, ich bin der Leiter vom Zentrum für Niederdütsch in Landesteil Horstein in Mölln und von dort habe ich was mitgebracht. Und was? Ein Buddel. Erst habe ich akribische Verarbeit leist, als ihr sehen könnt, ich habe die komplette Buddel heil und del ledig trunken. Dann bebiegen und heftig die Etiketten runterkleidet, dass auch keiner auf den Trichter kommt und sagt, Börnsen muckt Schliegerreklam, muckt he nicht, nu ist der Buddel ledig, der erste Arbeitsschritt wär don. Die große Frage ist nun, was will he eigentlich mit diese Buddel? Und das vertell ich ju nu. Denn diese Buddel hat ein abregen Geschichte auf dem Buckel, das ist ein Spruchmigrant, der ist inwandert ut Frankreich hier nach Norddeutschland hin. Wo ans ist das kommen? Dafür beamen wir uns mal 200 Jahre zurück. Wie schrieb das Jahr 1804, Napoleon breit sich überall in Europa mit seiner Expansionsarmee und hat unter anderem auch Norddeutschland in Visier. Der Hamburger, schon ein bisschen bang nach, das kann in der Grüt gehen, der hat dann vorgesagt, wie mucken unsere Duren ab, wie mucken unsere Walensründer, dass hier rinkommen kann, wie wird überhaupt kein Ärger mit Napoleon, riskieren nicht, dass hier 1-2 haut, die scheinbar kommt, wie waren uns ähnlich. Der hat sich allerdings ein bisschen Titloten dafür. 2 Jahre insgesamt, 1806, hätte sie in Armeen hier hochspürt, und dann wären sie durch und hat sich fastet. Mitbräucht hat sie unter anderem in Gepäck Französisch natürlich und ein paar Wörter, die von Französisch in Plattdeutsche inwandert sind. Die Buddel ist sozusagen die prominenteste Vertreter davon, aber das ist noch lang nie eins. Kommodig hätte sich das mockt, gemütlich also. Das ist doch von Kom. Denn happy mit einem der Lüd legen nicht mehr über den Pfotstich, sondern über das Trottoir wären sie unterwegs. Dann haben sie so ein herrlich lichtes, wunderbar rügendes, helles Backwerk. Das wäre das Franzbrötchen, ist immer noch das Franzbrötchen, ist also das Brötchen ut Frankreich von den Franzosen. Mit 2 Redewendungen will ich beschlüten. Das eine ist, ja, wenn man nur Toilette muss, dann muss ich also so dort und sie in Zelt gut wrangeln und all the way noch Hauptzelt hin, denn da wird der Porzellan aufnehmen. Die wäre noch gut die Porzellan, aber die Toilette, die wäre in das Hauptzelt bin. So, und das heißt nun mal auf Französisch Trente Mailleur. Und da hat man dann in Plattdeutschland Tante Meier von noch. Und das ist genau der Grund davon, wo man dann immer noch mal hören kann, dass wenn man eigentlich nur Toilette will, nur Tante Meier unterwegs ist. Und das zweite kennt you so als knifflige, pulige Handarbeit, fiese Mantentenmucken. So, uns vertellt die Legende, aber was hell und del anderes. Und zwar handelt sich das eher um so ein halb moralisches Angebot von den französischen Soldaten an ihre norddeutsche Umwelt, denen nämlich gesagt habt, wie sie monton, kommen wir rein in mein Zelt und kickt die das von binnen an. Die Ohlen habt dann gesagt, pass bloß auf und noch kein fiese Mantenten, lobt doch nicht mit hin. Zu Ende will ich kommen mit der berühmteste Spruch Migrant und Französische in Plattdeutsche und dann auch in Hochdeutsche, und zwar ist das französische Adieu für Tschüss. Und da kommt das nämlich eigentlich okay. Da ist Adieus von Wurn auf Plattdeutsch und dann letztendlich für Jan und alle Mann und alle Hochdeutschen auch noch Tschüss. Und da blieb ich Tschüss und bitte nächste Mal zu Sprichperlen Utflöch in der plattdeutsche Spruchlandschaft.